finde ein Leckerli für. Was? Gehen wir mal zum Fisch. Dann gehen wir mal zum Fisch. Das Einhorn. Verdammt. Wie finde ich hier ein Leckerli? Höfling. Dämliches Tier. Dämliches Tier. Und wenn man pfeift? Kann hier jemand pfeifen? Sei gegrüßt. Willkommen. Ah, hier sind so Leckerli. Ich weiß, dass es nicht echt ist, aber es ist trotzdem wunderschön. Das ist Brot. Ich will das Brot haben. Plötze mag auch kein Brot. Nur altes. Wo bist du? Plötze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Ja, okay. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Das ist gegen die Regel. Hast du gesehen? Schnell zum Kommandanten gehen. Ja, hör auf damit. Okay. Ja, hab ich das jetzt? Okay. Wo ist das Einhornchen? Da ist das Einhörnchen. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? So. Gepackt. Ruhig. So, das Einhorn haben wir mal. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Kann ich hier nicht tun. Warum sagst du das? Alter. Verarschst du mich, Geralt? Verarschst du mich wirklich? Warum tust du sowas? Was habe ich dir angetan, dass du mich verarscht? Kann ich stehen bleiben. Alakdaba! Oh, das Wasser sieht cool aus. Schön. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser ge... Ja, da hinten. Schön. Trifft dich mit der Herzogin. Mach ich. So, schneller, schneller, Geralt, Geralt, Geralt. Unverschämtheit. Schlechter Stil, mein Herr. Tu doch was. Und was? Soll ich ins Wasser springen? Du solltest offiziell protestieren. Das ist offiziell protestieren. So. Ja, genau, ich bin der berühmte Hexer von Reva. So, laufen wir hier hoch. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und... Heiligen Maul. Ach, bin ich ins Luxemburgische geraten. Sorry. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Ich habe einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ein Bauernhof, ein Palast. Ich habe keine Ahnung. Vorne Eier, hinten Mäuse. Vielleicht ein Bauernhof? So ein Quatsch.
Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Okay. Nicer Dyson. Ah, Level 36, nice. Warte hier. Was zum Lappen? Diese Verfolgungsjagd. Alter, diese Verfolgungsjagd sieht geil aus. Geh rein. Okay. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Viele. Genug. Aber noch mehr Schuldige. Du bist der Nächste. Wohl kaum. Weißt du, ich habe noch zu tun. Mehr Morde? Nur noch einen. Dich nicht mitgezählt. Ja, jetzt geht auch Kampf los, oder? Okay. Okay, das geht ja aber alles gut. Ja, und... Alter. Hopp. Und andere. Okay. Hopp. So. Ah, okay. Dafür mein Concentration. Ich will das... Ah, fuck, ey. Okay, das war okay, das war okay. Okay. Du solltest bleiben, wo du warst. Ich Regenerieren. weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Okay, der erste Kampf. Alter, sieht das geil aus. Hallo mir- Geralt.
Regis? Alles in Ordnung? Alles gut, alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Der Mörder, den ich jagt. Offenbar kennst du ihn. Wie hast du dich regeneriert? Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Ja. Machen wir mal. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgebe. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens 3 andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht. Oder um sich die Kehle zu netzen. Welche handfeste Gründe sollte es sein? Wie kannst du dir sicher sein? Seine Motive sind mir allerlei. Gründe hat jeder, aber er hat eine Grenze überschritten. Er soll aufhören. Es ist mir egal, warum er es tut. Vielleicht sollte es das nicht sein. Motive verändern die Konturen jeder Situation. Ob einer stiehlt, um seine Familie zu ernähren, oder aus Besitzgier, macht das für dich keinen Unterschied? Du willst behaupten, dass Detlef aus guten Gründen oder aus Not tötet? Ich behaupte nur, dass er keine blutrünstige Bestie ist, die Spaß am Töten hat. So ist er nicht. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch? 964. Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Okay, warum hat das uns erzählt? Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismusmonopol, mein Freund. Wilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt.
Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlavs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Was könnte ihn aufgebracht haben? Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlav versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlav kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merla-Chaiselong Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer! Wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Ein paar Sachen mitnehmen können wir noch. Ich muss ja untersuchen. Ich muss ja alles untersuchen. Wo soll ich mitnehmen? Aber jetzt wissen wir ja, wer der Übeltäter ist. Also ein Vampir. Benutzen. Du sollst das benutzen. Dankeschön. Hier sind ein paar Sachen dabei, die man vielleicht anziehen könnte. So, gehen wir mal in Inventar. Du bist leichte Rüstung, aber 4% mehr Rüstung. Da fängt das schon wieder an. Sorry, ich musste gerade gehen. Wir machen aber direkt weiter. So, Handschuhe, ja, das brauche ich nicht. Das ist leichtes Hemd. Ja, braucht man nicht unbedingt. Plötze. Trophäe, genau. Questgegenstände. Also ich finde das so geil, dass sie das hier so aufgeräumt haben. Apropos Alchemie. Jo, okay. Alkohol. Das heißt, da fehlen Zutaten. Alles Filter, okay. Okay, da können wir gar nichts machen. Okay. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ups. Dann gehen wir wieder zurück hier raus. Wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Dann gehen wir Alles in mal. Ordnung. Haben wir gerade so. Ich weiß leider nicht bei OBS, wie lange ich aufnehme. Ah doch, da steht's. Oh, haben wir noch ein bisschen.